Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Und wie ihr sehen könnt, sind wir nicht nur zurück in Somniel, sondern nebst Somni habe ich jetzt auch selbst für mich irgendwie gedacht, komm, wir mal Zeit für ein bisschen anderes Outfit, und da wir Marv zurück im Team haben und auch so eine Sidequest gemacht haben kürzlich, also sprich in der letzten Folge genau zu sein, finde ich das eigentlich auch ein, vielleicht mal temporäres, passendes Outfit. Ich meine, ich finde den Anzug des Heldenkönigs schon cool, aber gefühlt steht der Marv wesentlich besser als mir selbst. Ich finde eigentlich immer den Sigurd-Anzug besser. Aber ja, eben muss ein bisschen Abwechslung haben drin. Etc. etc. Und wie versprochen habe ich nicht nur jetzt hier auf der Map noch ein bisschen Teile eingesammelt, ja, also quasi, ja, was überall ein bisschen rumliegt, ja, wie wir es erkennen. Von Somniel. Nein, ich war auch noch angeln und hat dabei einiges geschafft. Ihr seht es da unten, wir sind mittlerweile bei 9000 Bandfragmenten. Holy moly. Das ist nicht gerade wenig. Und ja, ich würde sagen, wir holen noch ein bisschen mehr ab. Allein schon das hier bestattet 4000 Einzelkämpfe. Es gibt richtig viel. 6100 Fragmente noch dazu. Nicht schlechter Specht, war. Natürlich fehlt noch ein bisschen, was ihr hier seht, dass ihr noch ein paar Dinge holen könnte. Viel haben wir schon. Ich meine, gute Gespräche hier, auch mit anderen Typen noch. Wenn man sagen, ja, das wird eh nie passieren. Das 5-mal noch mit Stufe 4, ja, da können wir vielleicht noch hinhauen. Weiß nicht, sowieso so kleine Dinge, also 50 oder 80 BAM-Fragmente, mein Gott. Hier wird spannender. 4500 Einzelkämpfe, gut, das werden wir wohl nicht mehr schaffen, außer es sei denn in finalen Kämpfen. Sprich, in finalen Kapiteln werden wir noch so viele Kämpfe haben, vielleicht kommt sogar unendlich viele Monster, das könnte eventuell sogar noch sein. Aber trotzdem, ich muss nicht unbedingt übertreiben hier. Denn ich will es ja trotz allem, auch wenn es ein cooles Spiel ist und so, aber ich will es trotzdem langsam aber sicher mal zu Ende bringen. Kauf 60 Waffen, gut, da sind wir auch schon kurz davor. Aber gut, lassen wir das mal. Es geht im Bandfragment auch darum, dass wir die auch mal zuweisen, wa? Und wir haben noch ein paar Gespräche hier draußen. Wir gehen direkt mal rein und gucken mal. Zum Beispiel unserem guten Kumpel Marv. An eurer Seite zu stehen, diesen vertrauten Anblick zu genießen. Es ist fast, als wäre ich zu Hause. Okay, da hat er selber abgebrochen, lustig. Movia. Mit der Welt ist zufrieden. Gut, gleichwohl, bin ich wirklich würdig, diesen heiligen Ort zu betreten. Ich würde sagen, ja. Was er vielleicht mal gucken muss noch, wir haben noch ein kleines Problem mit den Support-Leveln für unseren guten Michael hier. Da muss er vielleicht mal noch gucken, offscreen, welche Geschenke ich wem schenken kann. Weil ich will ja doch mit einigen noch, also Michael will mit einigen noch Rang A erreichen. Hallo kleine Schwester. Ich bin so froh, jetzt können wir immer zusammen sein. Bitte lass mich wissen, wenn ich mich hier nützlich machen kann. Mach ich. Mit Corin. Und ja, damit seht ihr auch schon richtig, ich habe dem neu zugewiesen. Michael mit Marv. Die haben wir mit Roy. Gut, das ist nichts Neues. Seht ihr mit Zoen, Yunaka, Byleth, Chloe Leaf, Fogado, Lucina, Movia, Erika, Vale, Corin, Alfred, Sigurd, Ivy, Selika, Louis mit Hector, Hortensia mit Micaiah, Bujiro mit Lynn und Timera mit Ike. So, das nochmal, vielleicht auch für diejenigen, die letzten paar so dabei waren, ganz kurz einmal erklärt. Ja, ich weiß, zum Beispiel hier der Michael mit Lucina wäre vermutlich dann die bessere Kombi als Michael mit Marv. Fogado irgendwie, auch vielleicht mit dem Armreif oder so, er ist nicht unbedingt, ja, mit Lucina, selbst sag jetzt mal, und auch Vale, warum mit Corin, mit Veronica hat das so gut funktioniert. Das stimmt natürlich auch. Ich will aber, ich meine, es ist ein Let's Play, es geht auch um die Story hier, also zumindest für mich persönlich, und ich bin da eher so einer, der, ja, vor allem bei Story-Spielen auch sehr für die Story hängt. Ja? Ich sag's mal so, wie es ist. Deswegen bin ich jetzt auch einer, der sagt, hey, ich gehe noch Vale mit rein, in ein festes Team, oder Alfred, Timera, Diamant, einfach halt die anderen Prinzen, sagen wir jetzt mal, die eine Beziehung haben. Gut, ihr habt natürlich jetzt eigentlich auch für die ersten 3 Charaktere entscheiden können. Also sprich so Wander, Fram, Clan. Und am nächsten Durchgang durchaus machen. Da dann mir jetzt irgendwie so, ja, komm, ich teste mal ein bisschen rum. Ob es klug war, kein Plan, weil gerade Fram mit den Fäusten und so vielleicht hier echt noch cool gewesen am Team. Aber egal. Darum geht es ja gerade nicht, es geht um die Ringe.
Und bei den Ringen, die sind auch so storymäßig. Es sind 12 Ringe, 12 Emblemringe und die muss ich irgendwie zuweisen in unserer Gruppe. Also ich will die zuweisen, ich will die alle benutzen. Und ich finde, bei unserem aktuellen Team ist das die beste Zuweisung, die geht. Ist so meine Ansicht. Da wir aber natürlich mehr als 12 Personen gerade im Team haben, ich glaube, es sind sogar insgesamt 14 oder 15, die wir immer ein bisschen mitnehmen können. Habe ich noch ein paar Armreifen mitgenommen, in dem Falle von Louis mit Hector oder Citri mit Zoen, weil ich finde, die passen best zusammen. Ich hätte natürlich persönlich auch gerne noch Edelgard oder eben einen Rivalenring, wie man so schön sagt. Da würde ich gerne sagen, einen Freehouse-Ring mitgenommen, auch Veronica wäre geil gewesen, aber dann passt aber dann nicht mehr so richtig, weil Citrin und Edelgard wäre komisch. Citrin Camilla, ja, wird besser passen tatsächlich. Aber besser als Zoen? Ich weiß nicht, ey. Das ist vielleicht etwas, was man noch ein bisschen testen könnte. Und hier Donnerachs oder Blitz. Drachnada, Dunkles Inferno. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, es sind coole Ringe oder coole Armreifen in dem Fall. Aber ich muss da irgendwie etwas wählen, wo ich auch selber das Gefühl habe, für mich persönlich, doch, das passt so. Und das ist jetzt so. Meiner Ansicht nach, war. Natürlich hat ein bisschen was anderes drin, das ist ganz normal, soll auch so sein. Aber ich will gerne den Rest des Let's Plays, um viele passen nicht mehr sein, oder zumindest viele Kapitel nicht mehr. Ich glaube, es sind noch 4 oder 5 insgesamt mit Sidequests noch. Also wir sind im Schlussspurt. Und ich will es eigentlich mit dem Team machen. Falls Sie noch am 15. mitnehmen können, wäre es natürlich Sidal. Dann hat er gesagt, okay, gut, dann nehmen wir glaube doch wieder Ding mit. Camilla. Ich glaube, Sidal mit Camilla ist eine coole Kombi. Könnte auch wieder Tiki nehmen, was wir auch schon hatten, aber nee, ich glaube, das passt so. Gut, was noch fehlt? Abgesehen von vielleicht Waffenschmieden, eventuell noch, vor allem noch Training, also wir müssen noch ganz gut in der Arena. Bahnfragmente verteilen, also sprich, ich will gerne natürlich... Oh, Brunnen, der fehlt auch noch. Da können wir da hinrennen, ne? Und das noch ein bisschen erklären. Das habe ich gemacht, war? Glaube ich zumindest. Jo, bereits verwendet, sehr gut. Ja, sprich, ich will natürlich noch bei unserer Gruppe dafür sorgen, dass diese Emblem-Zuweisung zumindest auf dem Maximum ist, wo es möglich ist. Also Michael Mar auf Level 20 wäre jetzt aktuell noch ein bisschen heavy, aber noch ein bisschen hoch sicher. Und dass wir dann irgendwie bis zum Schluss des Let's Plays alle irgendwie auf Level 20, also auf dem Maximum haben. Oh, ein Expertenbuch sogar, noch krass. Oder was noch einschmeißen will, Freunde, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Klar, wir haben zum Teil noch irgendwelche Items. Man denke, da komm. Ich räume mit denen auf. Die bringen nicht viel, das ist natürlich auch bewusst, aber die müssen mal weg. Die gehen mir so auf den Sack. Die bringen auch kaum Kohle ein. So, wir haben gesehen, wir haben noch Dinge bekommen. Ein paar Bücher. Auch um die muss ich mich dann mal noch kümmern, relativ bald sogar. 1000 FP und so. Ich glaube, für diejenigen, die es vor allem von uns brauchen, aber momentan braucht keiner von uns wirklich gar krasse FP. Obwohl, ja, eventuell doch, war okay. Aber eins am anderen. Und mal gucken, wie weit jetzt hier mit der Folge kommen. Dann mache ich es dann auch für die, nach dem nächsten Kapitel quasi. Weil ich will nicht irgendwie eine ganze Folge lang nur hier ein bisschen, ja, dies und jenes, so ein Thumbnail machen, zuweisen, da überlegen und so. Ich will auch ein bisschen kämpfen natürlich. Ja. Also schon Ziel, dass wir in der Folge noch mit der Story weitermachen. Bei Kapitel 23 oder die 4 Bluthunde. Schon wieder könnte man sagen, ja, ich bin gespannt. So, machen wir Diamant. Diamando-san. Oh, das kann spannend werden. So, wieder dazu. Sasanka die Kriten. Und vor allem, warum habe ich hier gegen Embleme? Hä?
Ist ja voll schräg. Das war ein normales Training gedacht. Ja, sowas zum Beispiel. Lebendigkeit, sehr gut. Ja, er soll ja kriegen, wo das Zeug hält. Chloe wäre noch eine Variante. Hortensia, wenn halt schon auf dem Maximum war. Oh, das wird schnell gehen. So. Jetzt sind Emblemen. Natürlich ist erst einmal wichtig, dass die Aufpower noch nicht Level 20 sind. Wobei der Rest geht eh nicht. Nein, ich meine diejenigen, die sowieso kurz davor sind für, ich sag jetzt mal, weiteres Power-Up war. Was jetzt nicht allzu weit weg ist, zum Beispiel hier. Hortensia mit Kaya, denke ich mal, kann ich ruhig auf Level 15 gehen. Ja, mit dem Geistlichen ist halt hier ein bisschen verschwendet, muss man zugeben. Da hätte ich jetzt mit Kaya jemand anderem geben können. Aber man kann nicht alles haben. Moment. Also, 1,15. 13,5 mache ich ein anderes Mal. Mal so zwischendurch zwischen Kapiteln, weil da werden wir auch noch durch die Kämpfe logischerweise das Bandlevel ein bisschen erhöhen, logischerweise. Boucherolin ist top, Timera Aig auch schon, Louis Hector, das ist das Gespräch war. Hector-sanにはとても仲の良い親友がいると伺いましたが、本当ですか？エリウッドか？旅の間ずっと一緒だった時期もある。それにあいつとは手合わせで何度も競い合ったな。ほう、友情で結ばれた二人が互いの全力と熱い思いをぶつけ合ったと。最高にいいですね。何がいいのか全然わかんねえけど、あの日々が楽しかったのは確かだな。Ach, Eliwood. Muss zugeben, wir vermissen ein wenig. Ich habe jetzt echt nicht verstanden, wieso man hier nicht einen Ring gemacht hat, so wie bei Chrome und Robin, aber gesagt hat, hey, Eliwood und der Hector in einen Ring rein. Aber das mit dieser Ringlogik ist eh so eine Sache für sich. Weil ich das Ding jetzt nicht so ganz verstehe. Wie zum Beispiel auch den Ring von Camilla verstehe ich überhaupt nicht. Also ja, Fanservice halt, aber ist auch der einzige Grund. Ivy Celica. Sachen sagen sicher hier hin. Resonanz plus. Ja, komm, machen wir hier hin. Guten Tag und tschüss. Ich hoffe, ich kriege alle auf mindestens Level 15. In dem aktuellen Ring, das wäre schon cool. Alfred, gut, Sigurd, aber dann noch viel? Ja, doch, noch mehr als erwartet. Dann mache ich mal bis 16 sogar, weil ich finde Treff plus 25 ganz geil. Tatsächlich. Alfred, Mail! Wagana wa Sigurd! Iza! Doch, gewonnen, okay, das ist schon knapp verloren. Lanzenkraft 4. Tyrofing, was immer das für eine Waffe ist. Ich hoffe, es ist so auf ein Remake vom 4. und vom 5. Teil. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, aber wäre trotzdem geil. So, Whale mit Cohen wird lustig, weil da noch gar nichts. Wahrscheinlich machen wir später erstmal um die anderen Movir mit Erika. 15, damit ich auch mal Siegeline nutzen kann.
Movias Trefferquote ist aber ganz schön beschissen, ey. Ja, Movia, aus Niederlagen lernt man, wa? Ich meine, er hat so oft gegen uns verloren, er müsste es eigentlich wissen, aber hey. Effektiv gegen Verzerrte, das kann nicht schaden. Aber wo war der jetzt Movia da unten, wa? Fogado mit Lucine, müsste aber auch schon relativ weit oben sein und da habe ich auch schon früher schon eingesetzt. Ja doch, kann man so schlecht. Oh ja, auf meinen Bandfragmente reichen, ey. 地形団長フォガート行くよ。イーリスの王女ルキナ参ります。やっいい時間をくれてありがとう。 Okay, er hat gewonnen, trotz der niedrigen Trefferquote. Lustig. Die Bogenagilität. Fogado, also Chloe mit Leaf noch. Yuna Beilev, das war doch klar. Chloe Leaf ihn nicht. So. Figur 5. Ui, ui. 絵になる組み合わせね。レンスターのリーフだ。相手になるよ。勝てるように頑張るわ。 Lichtklinge, Magenschwert von Emblem Leaf, La Glück plus 10. Das lobe ich mir. Yuna Beilev. Damit lief schon voll bei ihr, tatsächlich. Ich will gar nicht mehr so viel machen. Das heißt, die Synergie lasse ich mal noch weg. Glück plus 12 Wanne, mach mal, aber das Ding dann noch voll. 謎の流れ者ユナカですぞ。 共に学ぼう。 Schon 17 Minuten rum. Was haben wir denn derzeit gemacht, hey? Lecco mio. Göttlicher Puls. Ja, der hat relativ viel Glück. Auch natürlich dank Beilev. Das lohnt sich also. Gut. Dann haben wir das jetzt soweit. Citrin Zone ist eh schon Rang 18. Ich glaube, das lasse ich mal noch sogar. Diamond Roy ist auch 18. Kann ich auch mal so belassen. Das heißt, wir hätten eigentlich nur noch Michael Marv und Vale Cohen, die wichtig sind. Also Michael Marv. Wir machen jetzt aber auch nicht gerade so viel, sondern ich sage jetzt mal 5 sollten reichen. Bis zum Falkion. 心置きなくやりましょう。マルスさんよろしく頼むよ。 Der Planet Mars. Ja, da hat er keine Chance. Nicht gegen uns. Starkes Band, Agilität, Ausweichen, Falkion, perfekt. Wer kennt es nicht, wer liebt die Waffe nicht, wa? Ich finde es halt immer schade, dass das Bandlevel hier direkt nicht sehe, was ich aktuell ausgerüstet habe. Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ganz creepy von den Entwicklern. Mit Corin erst einmal auf 5, da ist klar. Und auf 10 direkt auch mal. ベイルよ全力でやり合おう。カムイです負けませんから。強くならなきゃ。 Da pustet sie Corin einfach weg. お疲れ様カムイ。もちろんですよベイルさん。 Kann man so machen. Dann geht es natürlich weiter im Text. Das Thema noch drin liegen. Drachenfluch, KP plus 10. Wakizashi. 竜族の王女ベイルよカムイと申しますいざこのままでは悔しいですもっと強くならなきゃいつも戦の終わりにお話ししてくださって私より年上の人ってこの軍にはほとんどいないから Das stimmt, Drachen unter sich. Schwertfokus, ja gut. Aber KP plus 10 finde ich eigentlich immer so geil. Dass ich so viel KP davon kriege. Mit ihr. Coin. Okay, bis zum Yato. Yato oder kein Yato? 昔の私より
強くなりたい。私はカムイです。よろしく。ダメだ。もっと強くならなきゃ。Kann sie doch eigentlich sehen lassen, Freunde. Das heißt, um eine Revue zu passieren, wir haben Michael Marv auf 15, Diamant Warrior auf 18, Situm Säulen 18, Kabyle auf 18, Chloe 15, hier 15, 15, 15, 16, 16, 20, 15, 20, 20. Also mindestens 15 überall, das passt fürs Erste. Und den Rest kriegen wir dann im Verlauf des nächsten Kapitel noch voll. Das passt für mich soweit. Gut, Training soweit beendet. Kommen wir zum Inventar. Also doch auch, aber erst später. Band also gemacht. Unterstützung. Movir Veil. Ja komm, wir gönnen uns das mal noch kurz. Veil-sama. ついてくるなとは言われたが、見つからないようにして監視だけでもベイル様にもしものことがあってはマロンに申し訳が立たない。モーブ、ついてきてるのバレバレだよ。ベイル様。もうそんなに私のことが信用できない。そういうわけではありません。俺はベイル様が心配なのです。もしお怪我でもされては、俺はベイル様の騎士失格ですから。モーブは騎士の前に大切な友達だよ。俺のことを友達だなんて。ですが、そう言っていただけるなら、せめて友達のことを理解できないのは悲しいです。罪を償うためだよ。私のせいで大勢の人が傷ついたから。町に貢献できる何かを探してたの。ベイル様。それならなおのこと、俺が必要ですよ。俺も宿の一人として罪を犯しました。だから償いをしたいという気持ちは同じです。どうか孤独にならないでください。モーブ、ありがとう。それなら一緒に探してくれる？無論です、ベイルさん。Ich habe auch nichts anderes von den beiden erwartet, ganz ehrlich gesagt. Okay, Freunde, was wir noch machen müssen, da einige unserer Charaktere schon das Maximum ihres Levels wieder erreicht haben, wie zum Beispiel Citrin und Zoen, muss ich sie wieder mal zurückstufen. Das hat sie mittlerweile gekauft, genau. Das heißt, genau, ich mache es dem General, so sehe ich aus. So, wo ist der Magier? Der Weise? Hier. Ja, das gleiche zurück, kann es nämlich wieder ganz locker flockig leveln. Und vor allem noch mächtiger werden. Neue Klasse, Weiser. So. Dann hatten wir aber auch noch... na, wo war's? Ivy. Genau, Ivy. Sonst niemand mehr gerade aktuell war. Okay. Lindwurm. Ah, da ist er schon. Dass die Bandicap ja schon am Maximum ist, damit kann man eben noch nicht so auf klar, 23 ist eigentlich nicht so viel, wenn mich fragt. Gut, haben das auch gemacht. Eigentlich wären wir jetzt soweit ready, um weiterzuziehen. Das Problem, oder was heißt Problem, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, soll ich nicht langsam mal meine ganzen Items loswerden, also meine Status-Abdinger. Da ist es auch dafür noch zu früh, wobei dafür kann es eigentlich nie zu früh sein, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe schon meine ganze Truppe schon lange nicht mehr komplett eingesetzt, war in einem Durchgang. Ist daher auch ein bisschen schwieriger zu beurteilen, welche sollte ich wem geben. Ne? Ich meine, die haben zum Teil alle coole Werte. Movir. Ich denke jetzt mal, Movir ist sicher immer, wo ich sage, Junge, du musst schneller werden. Zumindest um einen Punkt.
dann Stärke. Ja, deine Magie ist zwar hoch, aber deine normale Stärke, die lässt zu wünschen übrig. So, was haben wir sonst generell so? Also da haben wir schon überlegt haben bei Ivy. Mein Hortensia hat viel Resistenz, gar kein Thema. Was mir bei Ivy aber fehlt, ist die KP. Das ist noch etwas, was Vale eigentlich immer noch hat. Trotz diesen, oh, wobei plus 10, dann Corwin, das kommt aber. Aber du kannst auch ein bisschen mehr Power vertragen. Also einen Energietropfen, damit ich mehr viel davon habe. Noch 4 Magie-Dinger. Wem gebe ich die dann so? Klar, sie tun einfach noch weiter boosten. Magie wäre eine Variante. Ich mache bei Chloe mal, weil ich glaube, die wird auch mehr mit der Magie handhaben. Tatsächlich mit der Feuerlanze noch sonst so. Yunaka dank Byleth schon. Ich habe aber... Ja, bei ihr schadet es auch nicht, muss ich zugeben. Auch dank Byleth hat sie noch mehr Verwendung dafür. Also mehr Attacken im Repertoire quasi. Michael Marv. Gut, dank Marv wird auch noch ein bisschen geboostet, klar. Also bei dir aber gerne hätte, wäre ein bisschen Resistenzalter. Verteidigung, da ist man schon ein paar Mal auf den Nerven gegangen. Und dachte, Junge. So, wir haben noch viele Dinge hier. Diamant, du bist schnell im Prinzip. Ich vergleiche gleich mal mit Alfred. Alfred Speed steigt zum Glück auch, Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Movie ist schon ein bisschen geboostet, was ich gern... Movie ist sonst auch gut. Bei Citrin Speed boost mir gar nichts mehr, dann kann ich vergessen, Leute, das ist... der Zug ist abgefahren. Bei dir, Mann, bei dir doch gerne ein bisschen mehr Behendigkeit. Oder sonst einen guten Job machst, aber wenn ich schon mal dabei bin. Eben das passt soweit. Defense bereits erhöht. Magie brauchst du nicht. Weder durch Marv noch selbst, aber irgendwie etwas, das jetzt Magie erhöhen müsste. Lustigerweise bei Citrin, wenn man denkt, oh, warum eigentlich nicht? Die haben relativ viel Magie. Vale hat da, wobei 35. Das ist ja nicht so schlecht tatsächlich. Hortensia, du hast mal im Angriff noch ein bisschen wenig Magie, wenn ich ehrlich sein darf. So, und dann, weil ich einfach lustig bin, weil ich es lustig finde, gebe ich ihr noch ein bisschen Magie. Und dann noch einen auf Behendigkeit. Weil eben Schnelligkeit kann ich bei ihr vergessen. Das finde ich aber einer lustig. Ein mit KP war. Alter, Diamant hat der viel KP. Sind Tanks eigentlich hier unten, war? Weil Louis hat auch viel KP. Boucheron auch. Der hat sowieso. Bei dem können wir ein bisschen auf Verteidigung gehen, ansonsten ist der eine Maschine sondergleichen. Resistenz, okay, ganz überstanden, ob das sinnvoll ist bei ihm. Timera. Ja, doch. Also wenn ich ehrlich bin, Timera, die würde gerne noch ein bisschen boosten. Ich weiß, wir haben es lange nicht mehr eingesetzt. Aber der Rest meines Teams gefällt mir eigentlich soweit. Dann gebe ich mal das noch und das. Ja, ich weiß, drehe ich gerade durch. Stopp diesen Verrückten! So, in Resistenz, zweimal Glück, Geschwindigkeit, Behendigkeit. Naja. Ich meine, welche Truppen würden von Glück eigentlich profitieren? Ich frage mal so in der Runde. Hat Citrin jemand, der dank... Wer war das jetzt mit dem Glück? Ja, aber sie hat
schon relativ viel Glück und kann noch ein bisschen mehr vertragen. Ja, komm. Ich weiß sonst eh nicht, wohin mit dem Status-Update-Dingern, dann kann ich es ja auch gleich verteilen. So, Geschwindigkeit hast du eigentlich mehr als genug. Da hat er gesagt, dann lasse ich's. Da reicht der Speed auch, das ist auch gut. Movia ist immer noch so ein Dilemma. Wähl ja auch, wenn wir ehrlich sind, aber. Also stellen wir die Frage, lohnt sich da überhaupt? Oder sage ich mir eher, nee, komm, ich gebe es auf Celica. Weil irgendwie musst du auch dann zugeben, gut, da den Speed erhöhen bringt nicht mehr so viel. Da gibst du lieber jemand anderem und hoffst so auf mehr Power. Also halt, ja, eine höhere Grundangriffspower und dafür mehr Crit-Wahrscheinlichkeit. So, jetzt eine Resistenz und Glück einmal, dann haben wir das Endraum mal getan. Ich glaube, Resistenz gebe ich Timira, weil er soll ja auch ein bisschen blocken. Wir können ja auch einen Schaden bei ihr. Aber Timira relativ viel gegeben war. So, Freunde. Ich würde sagen, wir haben's. Waffen noch ein bisschen upgraden und so, das können wir sonst mal noch machen, aber jetzt wird es wieder mal Zeit für ein bisschen Story. Nach knapp 30 Minuten. Oh ja. Also uns fehlt theoretisch noch eine Sidequest, die mache ich aber gerne später, vielleicht sogar nach dem nächsten Hauptstory-Kapitel. Das ist noch das hier, gar in Erinnerung. Wir aber gehen jetzt mal nach Schloss Lythos. Warte mal, hier. Da waren wir ja. Hier. Kapitel 23, Lavafelder. Im Ziel, die Barriere um Ilios zu brechen, sucht die Gruppe nach dem ersten Dämonendrachensiegel. Let's go! Die 4 Bluthunde. こっちよ。力の反応を強く感じる。流門の場所はもう近いわ。ありがとうございます、ベイル。私ではほとんど感知できなくて助かります。待って、誰かいる。あれは。セピアとグリですね。流門を守っているようです。平気ですか、ベイル。パパと戦うのなら、この道を行くなら避けられない。いつかは向き合わなくちゃいけないわ。行こう。はい。セピア、グリ。ベイル様、お待ちしておりまし。そう、あなたが来たのね。それならあのベイル様は死んだということでいいのかしら。ええ。最後まで油断ならないもんだぜ。まさか欠陥品の方が勝つとはな。その言葉取り下げてください。ベイルを悪く言うことは許しません。お前は。おいおい、一体どうなってんだよ。死んだはずだろ。私は指輪の力で紋章師となりました。この世界を救うために。パパを止めに行くわ。二人ともそこをどいて。それはできません。ソンブル様が異界の扉を開かれるまでこの流門を守るのが私たちの役目。たとえベイル様のご命令でも引けませんわ。ではここで死ぬ覚悟があるのね。私たちを殺すとおっしゃるのですか。悲しいですが、あなたのこと本当の家族のようにお慕いしておりましたのに。その言葉嬉しかったわ。私を騙す嘘だとわかるまで今の私にとってセピアとグリはパパの従者で倒すべき敵でしかない。セピアとグリはか。含みがあるな。モーブとマロンは私の騎士よ。マロンの最後のこと聞いたわ。私を助けようとしてくれたって。
どうして殺したりしたの？私あの子にお礼もさよならも言えなかった。マロンは私を裏切ったのだから当然ですわ。あんなに目をかけてやったのに。カラナ、セピアはどうしたかったの？シクが家族だっていうのならどうして壊したの？愛するがゆえですわ。思い通りにならないのならいらないと思って当然でしょう。そんなの違います。それは本当の愛ではない。そうなんですの？本当の愛なんて持っていたことがないので分かりませんわ。理解されずともいいのです。私のことは私だけが理解していればいい。永遠に分かり合えませんわ。私たちは。私はソンブル様のために動きます。1000年前からあの方のために尽くして今さらやめられません。俺もここで寝返るなんてことはしない。たとえ負けてもな。そう。じゃあこれでさよならだね。戦闘準備をお願い。いいんですか？もうこれ以上話しても益はない。でも見逃せるほど優しくもなれない。少しは思い出だってあったけど全部ここまで。Zeit wird's definitiv, und zwar endlich mal das Kapitel, sprich den Kampf zu beginnen. Das dauert und dauert, ja, meine Güte. Naja. Wollen wir doch mal gucken, was unser Team jetzt so zustande bringt, wa? Truppen sind es 14, wie erwartet. Sehr gut. Also, wir gucken uns mal die Map an. Wir sind rechts unten, können uns hier also nach vorne durchkämpfen. Das passt soweit. Wir sind in 2 Gruppen aufgeteilt. Das ist primär nicht allzu schlimm. Ich würde die Truppen gerne ungefähr gleich stark aufteilen, wenn er sein darf. Dann teilen wir da mal so auf, weil ich hätte gerne hier noch einen Mage. Jemand macht hier für einen unbedingt Sinn, weil er hier sowieso kaum vorwärts kommt. Hier noch weniger. Hier einen einzigen Durchgang auf der Seite war. Ja, heißt Diamant müsste eigentlich auf die andere Seite rüber. Ja. Da mache ich rechtswärts eher viele Truppen hin, eventuell eine Variante. Vor allem die mobileren, ne? Das dürfte glaube ich klar sein, soweit. Bei Fogado geht auch als Bogenschütze, das ist auch nicht so schlimm. Gehen wir gleich mal auf die vollen. Dann noch ein Mage. Okay, kriege ich so platt. Gut, nenne ich die mal auf der Seite. Hier haben wir mit Vale und Corwin eine interessante Kombi. Diamant Roy, okay, der Drache kommt gerade ein bisschen sehr weit. Vor allem einen Drachentöter, wenn sie nicht so schlecht, aber okay, wird auch so gehen. Prinzipiell kann man das so machen. Ja, ich würde sagen, das kann man so machen. Die 4 Bluthunde, Kapitel 23. Leute, es geht los. Oh ja, ich sehe es. なんです今のは。あの2人が撃ったのに眷属は竜門の力を使えるわ。 Dämonendrachensiege. Um das Dämonendrachensiege zu zerstören, muss der gegnerische Kommandanten Zephyr und Chris bezwingen. Also Vulkanbomben abzufeuern. Vulkanbomben. Eine Warnung zeigt an, wo sie treffen. Ah, da ist gut. Das ist also, was er wissen muss. Schön markieren und los geht's.
Kriegerschwert. Okay, da muss ich nicht groß drauf gucken, weil die machen jetzt sowieso gleich platt. Das sind Silber, sprich sogar Großwaffen. Das ist so das Problem, ist aber hier noch so eine Pechkatze. Okay. Bogen, Drachen. Wyvern, das ist eigentlich immer so das Problem. Silberlanze mit Erholung einfrieren. Ja, okay, markiere trotzdem mal. Die Supporte sind gerade ein bisschen nervig. Mages, der hat nochmal eine eine Glückskanone, nein. Göttin-Ikone, also. Verzerrter, ja, da soll man verzerrt bleiben. Vierte Stufe. Wenn ich mit dem fertig bin, jetzt die letzte Stufe sein. Nochmal richtig Power drauf, wa? Georgios, dann geht das Schwert mit Schmetterkraft. Okay. Nova, ausmächtige Magien sind dann im Kampf, ist glaube ich Windmagie, wa? Steht sogar nicht, aber ist sogar für mich so aus. Okay, da wollen wir die Typen mit einfrieren, wa? Ja dann. Wenn wir sagen, Freunde, let's go! Engagen, was das Zeug hält. Sternlorblitz. Wäre jetzt ein bisschen heavy. Mal angreifen doch auch gehen, wa? Ja, guck mal an. Na gut, er schlägt zurück. Ein Kriegerschwert, trotzdem bin ich schneller. Oh, krass. 4. Stufe. Ich liebe die 4. Stufe. Da er kaum trifft. Aber trifft er sowieso nicht. Mercurius. Oh, Falkion. Trifft perfekt. Das muss er nehmen. Michael und Marv. Back to the game. Dann haben wir hier Alfred Sigurd. Kann ja sowieso 3 latschen, also gar kein Thema. Dann machen wir einen schnellen Schnitter. Den schnellen Schnitter. Kriegt man noch nie was gehört, wa? Okay. Ja gut, das Einzelkämpfer braucht es gar nicht. So cooler weicht eher aus und hat der Rechner aber auch nicht zu crit, ne? Das stimmt natürlich. So, jetzt mit dem wird es lustig, wenn wir da mal ein bisschen wegkommen. Markiert nochmal ganz kurz, bis dahin war. Eine Weile wären wir noch zu früh, aber das Bündnis, das können wir riskieren. Ein Kriegerbogen. Mit Sonnenbogen. Alter, egal was für ein Bogen. Das kann ich killen, lustigerweise, okay. Du hättest ja auch kritten können, Kumpel. Ne? Aber okay. Dann nehme ich hier mal noch Movie zum Abschluss. Aber wenn dann hier im Magiefeld quasi drin stehe. Gut. Ja, muss sowieso jemand nach vorne. Dann schleichen wir uns mal von der Seite aus an. Was machen wir hier Schönes? Jetzt habe ich hier natürlich den scheiß Drachen im Weg. Und eine Option wäre, hier drüber fliegen, schnell angreifen, da weg. Oh, den haben wir ganz vergessen drüben. Ah, da ist der mit dem Speer. Der mit dem Speer.
Ja gut, wenn er das Gefühl hat, er müsse mit dem Speer angreifen, dann kann er natürlich mal ganz geschwind. Nur wie, wenn natürlich keine... Ah doch, hier, Brynek, der ist ja auch für die für Wehrkampf. Entschuldigung. Weiß nicht mehr so sicher. Ja, doch. Mit Engagen. Den Sohn hat hier das Gewitter. Schönes Ding. Schön hier warten, schön hier warten. Das Stahlschwert. Ich bin ja tatsächlich noch ein bisschen vorsichtiger. Aus offensichtlichen Gründen. Hol den Vogel runter! Obwohl es ein verzerrter ist, aber egal. Ja, mach die mal, wa? Hier ist ja gar keiner mehr, wo ich jetzt stehe. Fies. Okay, weißt du was? Ich mache erst einmal da den Drachen weg. Ein Drache weniger. So, ich glaube, ich kann hier locker hin, ne? Reinstellen und dann abwarten, was passieren soll. Hier haben wir zwar die Dinger, wenn ich den noch schnell platt mache und einfach wegrenne. Weil wegrennen wird hier bei Temirga ein bisschen schwierig, wie ich sehe. Ach so. Ja gut, ich dachte, dass ich eigentlich wegrennen könnte, aber dem ist offenbar nicht so, wa? Scheibenkleister. Das Lava, da haben wir mit Flugeinheiten drüber, super. Hä? Warte mal, wie kommt denn da durch? Man kann nur schlecht mit als recht, wa? Ich wollte eigentlich mit Ding hantieren, aber egal. Ja, mit dem Meisterbogen eigentlich. Mein Waffe ist eigentlich vollkommen scheißegal, tatsächlich. So, ein bisschen weg, weil ich will gucken, welchem Radius ich quasi stehen kann oder muss, damit das getriggert wird. Also gehe ich jetzt aber noch ein bisschen zurück. Und warte hier erstmal ab, wer dann auf mich zukommt. So, jetzt aber. Habe ich hier das gleiche Problem wie eben schon? Nee, wa? Hä? Wer wurde hier eingefrozen? Niemand. Oh. Doch, Louis ist es. Der gute Louis, wobei eben, also die machen eben noch keinen Mucks. Bei ihm könnte es sein, dass er angreift. Das würde mich jetzt tatsächlich ein bisschen stören, weil er eine scheiß Feuerlanze hat. Und Louis und Feuerlanzen sind nicht unbedingt die besten Freunde. Oh, hier. Resistenz. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich meine, er ist nicht schnell genug, um mich zu doppeln. Das ist schon mal schön. Weil beide gleich langsam sind. Ja, das Problem ist, dass ich da natürlich zu nahe dran gehe. Aber das Problem ist, ich muss hier weg. Das kommt noch hinzu. Hat jemand von euch eine Rettung dabei? Okay. Ich hätte eine Rettung. Eine schnelle Rettung.
Ja, wir müssen zwar alle weg, trotzdem muss dann noch ein paar von uns bewegen. Ist bereits der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, okay, ich mache die 4 platt und muss allen natürlich von uns bewegen. Also Tanzegötten ausführen, meine ich halt. Wäre eine Option tatsächlich. Das wäre sogar am ehesten lohnig, was zu machen. Warte mal, wenn ich jetzt Ivy wenn ich es so mache. Oder so mache, weil hier trifft mich ja auch nichts. Ich nehme bis hier hin, ne, damit es irgendwie funktioniert, aber ein bisschen sehr weit. Ja, mach aber eher so. Ich leg mal hier mit Movia vor, war die Richtung ungefähr. Kann man mit ihm noch irgendwo anders hin und so, da ist auch klar, aber trotzdem ein bisschen was dann machen. Dann wäre ich hier und würde dann sagen, okay, Stab, einmal Rettung bitte. Ja gut, gerade weiter weg bis jetzt auch nicht. Einen guten Louis. Dann kommt der hier hin. Die Kombi kommt hier hin. Können wir schon mal wieder ein bisschen was machen. Alfred Sigurd ist noch nicht engaged, also komme ich schon so weit. Das ist natürlich sehr schön. Wir den Bruch verursachen, genau ein bisschen was mehr verursachen. Und Unterstützung macht gar nicht viel mehr Damage, wa? Aber brechen ist schon mal gut. Und natürlich auch wegkritten. Und dann ist der Bruch auch erledigt. So, einmal hier stehen. Jetzt die alle weg. Und zwar Bündnis. Mal den sind wir ganz kurz fertig, Freunde. Und dann würde man sagen, statt verzagen, den nächsten Part weitermachen. Okay, wir kommen von da drüben. Ah, da kommen die auch schon. Okay, ja, wo noch nicht, war. Ich werde eigentlich mal den Wyvern-Töter irgendwie ausrüsten, aber da wird natürlich jetzt nicht viel bringen. Die Erfahrung verdoppeln. Kommt gegen Feuerlanze. Kriegerschwert, ja, das Würmtöter, der killt ihn aber nicht. Ja, komm, wieder mal mein Schwert. Oh yeah, Michael Marv. Fogado Lucina. Da will man sagen, nehmen wir das Donnerschwert, wa? Obwohl. Ansrapier wäre auch cool. Weil ich kill ihn eh nicht, weil ich aber nur treibe. Würde ich ihn theoretisch, nur rein theoretisch mit dem Bogen killen. Aber der Kriegerbogen gar kein Damage, weil er eine hohe Scheißverteilung hat. Der Sonnenbogen macht durchaus Damage, aber auch nicht ganz genug, sag ich jetzt mal. Naja. Ja, nehmen Donnerschwert, aber auch was gegen die Viecher oben. Und die brechen ja eh, also kann eh nicht kontern. Und selbst wenn mit 17. Ja gut, scheiß drauf. Ja, nichts gesagt. So. Jetzt kommen die beiden, die greifen aber unsere Schwertträger an. Die haben alle Äxte. Oh. Ja, nicht ganz ein Speer. Ja gut, aber auch wenn er einen Speer hat. Muss ich erstmal treffen. Natürlich, wenn ich lustig bin, ihn irgendwie hinstellen.
Ephraim und dann hier sagen, statt der Feuerlanze. Da ein bisschen mehr Speed bekommen mit Finsalir. Wobei ich will eigentlich auf Entfernung angreifen war. Na egal. So. Ein bisschen mehr Speed. Es ist nicht viel, aber ein bisschen was. Das war schneller als die, krass. Genau, also Louis kann trotzdem nicht agieren. Die Frage ist halt, macht ihm jetzt das viel Damage hier? Ja, nein, wir werden sehen. Citrin Soen kann noch ein bisschen was angreifen. Oder was, ja, was angreifen. Was machen wir die natürlich? Hier bin ich am Testen. Wie viel Damage ich denn hier kriege? Will mal sagen, Ivy, Celica. Dann könntest du doch einen ganz lustigen Spaßelauer mit Teleport Ragnar schnell hier hin. Den Kill, wenn wir sonst auf den Sack gehen, nachher wieder abhauen. Verwunden. Ja, den machen wir noch lieber Teleport Ragnar. Aber das Problem ist, wäre jetzt gerade, wir sollen ihn abhauen. Weil ich kann nicht hier drüber fliegen über die Felsbrocken, die sind ja unpassierbar generell. Ja, lassen wir es. Lassen wir so, wie es ist. Gut. Freunde, ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part zurück bei Final Engage. Mit den 4 Bluthunden-Kapitel. Wobei eben, also, man sieht es auch mit unseren geilen Kombinationen. Das wird schon gut gehen im Großen und Ganzen. Natürlich ist die Frage, wie viel Damage kriege ich jetzt von dem hier. Ich hoffe trotzdem, ich kriege jetzt nur Damage, wenn ich daneben stehe. Also nach meinem Plan sollen eigentlich Louis sollte Damage kriegen und Timera. Der Rest sollte keinen Schaden kriegen. Na, wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.